Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir die Stampede, aber um die geht's heute nicht. Das, das machen wir das nächste Mal. Oder das übernächste Mal, das kommt drauf an. Heute geht's um was Ähnliches, aber hoffentlich einfacher und erfolgreicher. Da haben wir Powerbell heißt das Ding, glaub. Mein Powerbell. Und ihr seht, das Ding hat da ein riesen Loch. Ich hab auch das Teil nicht. Aber das stand auf meiner To-Do-Liste für das Jahr. Toll dafür machen. Und ich sag's euch, haben wir gemacht. Ja, das war. Also das erste habe ich weggeschmissen, das war bloß um die Umrisse richtig hinzukriegen. Das war dann der zweite Versuch. Seht ihr da und da, ein paar Millimeter und Zeugs und. Da habe ich gedacht, komm, dann machen wir dritte Versuch. Ja, mach halt Krach. Dann machen wir der dritte. Der dritte ist dann erledigt gewesen. Und jetzt habe ich alle Batterien zusammengekratzt, die ich so habe. Von denen habe ich gar nicht so viele. Das kann sein, dass ich da irgendwann mal auch irgendwie. Ich habe auch nicht genug Akkus für das. Also so oder so. Aber. Und da durfte mir jetzt auch keine Überraschung erleben. Ich hab nämlich ein bisschen gecheatet, ich habe es vorher getestet. Das heißt, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hat es funktioniert. Und deswegen warte ich jetzt. Das ist jetzt auch noch Gott. Aber Schraub drin. Ich glaube, das ist irgendeine Quinte zwischen 3 und 4. Also irgendwas. Die Schraube passt nicht ganz, aber durch die Länge hebt es dann halt doch. Das ist jetzt nicht ideal. Aber hab da keine passende Schraube gefunden. Und das wird schon hebevoll. Oh, jetzt ist richtig. Ja, da ist so ein Imbus. Der ist ein bisschen kurz für sowas. So, das wird jetzt heute auch mal hoffentlich ein Kurzvideo. Ja, es tut noch. Keine Überraschungen. Das einzige. Das Schreible, das dauert eine Ewigkeit, bis das drin ist. Gott, ist überhaupt. Gott, ist halt das jetzt. Okay. Ja. Das ist doch Überraschung. Ich habe es nämlich nur getestet. Das habe ich mir. Ach, das schraubt jetzt da dagegen. Okay, so habe ich es getestet. So ging's. Denkt mir doch, das war doch recht festgehalten. So, ja, das hätte ich vielleicht auch schnell durchlaufen machen sollen, aber auch nach der riesen Schneideaktion vom 8. Teil von der Stampede habe ich gerade echt keine Lust. Also, das wird jetzt vielleicht heute mal eines meiner kürzesten Videos nach meinem bisher längsten Video. Also 2 Stunden bin ich ja selber erschrocken, als ich das zusammengeschnitten habe und dachte, oh, 2 Stunden, ui. Bin noch mal gespannt, wer sich das anschaut. Aber die ist jetzt für halbe Pfeile. Muss ein bisschen Werbung von meinen. Ja, die Schraube, die passt nicht ganz. Aber es hebt. Es ist nicht ideal, aber es hebt. Also, ja. Das ist, irgendwie muss ich dann mal gucken, was für Schraube da rein gehört. Oder mir das zerlegen und tausche das Quinte aus. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir mal Pfeile reinladen. Weil ich glaube, ein Teil der Pfeile habe ich schon mal durch mein Swordfish gegangen lassen. Das seht ihr. Ja, da ein bisschen abgenagt. So, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ist ordentlich. Ja, das war günstig. Ja, komm. Entweder für Sammlung oder von Spaß.
Unser Deckel kann man anfertigen. Das war ein Versuch. Und ein paar Stunden Geschäft. Aber das ist ja so ein Geschäft, da kann man sich nebenher was auch hören und da passt es. Ja, das macht Spaß. Vor allem, das kann man immer wieder nachladen. Das ist ganz praktisch. Also das ist. Gut, die Schuss ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber. Das ist okay. Dann kann man wieder. Und schon kann man weitermachen. Das hat man jetzt noch. Da kann man wieder zack, zack. Wenn man das ist ganz cool, das Blasterle. Die habe ich ja, sagen wir, glaube ich, im Video vorgestellt. Damals haben wir noch mit Panzertape die Batterie festgehalten. Und ich habe auch mal da Leistungsmessung gemacht. Und das macht jetzt halt keinen Sinn, da einen Vergleich zu machen. Da kann man wieder, wenn man ein bisschen eine ruhige Minute hat, geschwind. Wenn mir die Optik von dem Blaster nicht so gefallen wird, das wäre schon. Deswegen, das wäre schon das. Da könnte man das Magazin als Frontgriff verwenden. Weil das wird. Ja, das müsste man. Das wird nicht gegangen. Vor allem dann wird das auch wieder schwer. Gut, das müsste man dann auch mit. Ja. Mit irgendeinem Akku versorgen, der ein bisschen leichter ist. Weiß ich. Das müsste. Was haben wir da drin jetzt? Das waren jetzt 6 Batterien. Mal 1,5. Macht 9 Volt. Das müsste. Was hat ein 2S Lipo? Weiß ich gerade gar nicht. Das müsste von 2S fast so. Der müsste es wenig haben, oder? Ey, irgendwas akkumäßig, dass es leichter wird. Ja, das macht Spaß, das macht Spaß. Das. Jetzt sind die Pfeile dann leer. Das ist. So, da. Hier ist das Blasterle. Also deswegen will ich das jetzt nicht zerlegen, weil mir gefällt es eigentlich. Also das. Ich bin mal überall gestorben, wo ich sage, okay, da sieht die Schale wirklich nicht so schön aus. Ich müsste mal gucken, wie man das. Eigentlich hätte ich gern bloß sowas immer bei sowas bloß die Innereien gekauft, weil es heißt irgendwie nicht einer, so viel in den Müll zu schmeißen. Man muss mal gucken, was man so über den Weg läuft. Aber auf jeden Fall steht da jetzt ein Haken dahinter. Und ich muss mir mal das Neujahrsvideo nochmal angucken. Ich glaube, die Stampede stand. Ich weiß nicht, ob es da drauf stand. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr. Das ist. Man macht so viel, da vergisst man wieder mal was. Das wäre jetzt noch gut, wenn ich da eine Rändelschraube hätte, die lang genug wäre. Weil ich baue meine Batterie immer gerne aus. Deswegen habe ich immer gerne eine Rändelschraube, dass einfach. Ja, weil das ist immer, glaube nichts Schlimmes, wie wenn dann nachher im Batteriefach ausläuft und man die ganze Sauerei aufräumen muss. Also das will ich einfach verhindern. Deswegen, ja, kommen die wieder raus und dann ist erledigt. So, damit lassen wir es für heute gut sein. Schaffen wir es mal unter 10 Minuten. Und dann gucken wir, ob wir das nächste Mal an der Stampede weitermachen oder am eigenen Blaster, weil dafür sind die Teile auch fertig. Aber ich will eigentlich das da fertig kriegen. Kriegen wir schon noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann euch viel Spaß beim Bastler, euer Blaster-Ingenieur.